Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Departure. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Ja, Klassiker. Herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ich bin der Dani Vega von Spiegelwelt.ch und so wie ihr seht, bin ich gerade in einem Flashback, wo der Alan ziemlich... Ja genau. Der Alan ziemlich hangover ist. Es bimmelt und bammelt und... Wow. Sunglasses made the world look bearable. So geil. My eyes open without feeling like a vampire in the sun. So, gerade so. Genau, ich bin wieder zurück im Apartment. Ich bin da schon mal gewesen, wo es der einen Nacht plötzlich einen Stromausfall gegeben hat. Ich glaube, es ist ziemlich stürmisch und Schnee, also ein bisschen Schnee. Da. Jetzt sind wir recht viel Schnee gegeben, glaube ich, für aussen und so. Und jetzt bin ich offenbar wieder zurück. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt passiert? The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Okay, ein bisschen sehr schnell, aber du müsstest es recht sein. There was a message waiting for me on the machine. Ja, ist gut, dann gehen wir zuerst aber mal an die andere Stelle schauen. Hier ist mein Bestseller, Sudden Stop. Das haben wir auch schon mal gesehen. Das liegt sehr weit zurück, aber ich darf mich jetzt auch nicht aufhalten damit. Was haben wir sonst noch in der Wohnung? Nix. Kann ich auf den Balkon raus? Letztes Mal habe ich glaube ich nicht können, wenn ich mich richtig erinnere. Oh shit, ist das lang zurück. Nein, das geht glaube ich nicht. Ja, sonst ist es noch ein ganz angenehmes Apartment eigentlich. Mhm. Ja, wer ist das? Al, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! Der Konflikt, ob die Frau vom Autor, der Autor am Autor sozusagen die Federn stutzt oder ob sie die Muse ist von ihm. Und der Barry ist der Meinung... hör auf reden. Okay. Und der Barry ist der Meinung, dass der Alice eher Federn stutzt. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Garrett Show. Oh, ist gerade ein bisschen gute Qualität. Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this.
Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard. Always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you today. Cool. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. There we go. And our musical guests, Poets of the Fall. Poets of the Fall. Ah, At die least kennen wir it'd be doch. funny. I told myself I could live with that. You watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Een werbestellen dan. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. Wo ist sie? Ah, What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. okay. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. Ganz vergessen, dass er I'm sich going Christbaum back to neben the mir lake to steht. finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Oh, jetzt. Oh. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the Allerdings, lake. ja. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let Schleichwerbung. doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head.
gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Wieso habe ich mich jetzt genau hier an transportiert und nicht näher? Okay. Keine Ahnung, wo ich mal muss durch, aber ich denke irgendwo da hinten, oder? Das Auto. Ah, eben. Ja, okay, also steigen wir mal ein. Ich tue mich schon mal entschuldigen, dass ich, dass ich gar nicht gross kommentiert habe während der Videosequenzen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, es wäre ein bisschen komisch, wenn ich da einfach die ganze Zeit reinschnurre. Ich tue es aber dafür ein bisschen nachholen, indem ich ein bisschen mehr spiele noch. Und mal schauen, wie es aufgeht. Vielleicht kann ich dann auch die Episode noch ein bisschen länger machen. Aber ich muss sagen, also die Sendung, die Talkshow, die hat mir eigentlich noch recht gut gefallen. Eine witzige Idee gewesen, dass man vor allem auch die echten Schauspieler einlädt. Man hat ab und zu mal den Ellen irgendwo gesehen, in einer schlechten Videoaufnahme auf einem Fernseher, dass sich plötzlich so einen komischen Fernseher eingestellt hat. Gibt es dort noch etwas Spannendes? Da hat sicher etwas versteckt. Schauen. Ja, also da sieht man eigentlich eben, dass Ellen auch nicht einfach eine erfundene Gestalt ist, haha, sondern ein Schauspieler als sondern ein Schauspieler als Vorlage, als Grundlage sozusagen, als Basis verwendet worden ist. Hä? Soll ich da... Wahrscheinlich komme ich da jemanden rauf oder so. Mal schauen. Gibt es etwas zu entdecken? Ha! Wer sagt es denn? Das war nicht allzu ertragreich gewesen, aber besser als nichts. Okay, gehen wir wieder zurück und das mal ein bisschen schneller. Was ist da? Ausser der Abgrund? Nichts anderes, okay. Gut. Ja, es ist mal etwas ganz anderes, wenn ich mal nicht im Sonnenlicht wieder mal kann mich bewegen. Es hat zwar 2-3 Mal gegeben, es ist ja nicht, dass es das erste Mal wäre oder so, aber... Ups, das war zu viel gewesen. Gut, kein Unfallput. Aber jetzt muss ich nicht die ganze Zeit Angst haben, dass sich irgendwelche Fahrzeuge... Oh, da ist noch ein Hof. Dass sich irgendwelche Fahrzeuge plötzlich... plötzlich verselbstständigen und auf mich zugehen. Kann ich da drüber? Aufs Fuß. Checkpoint. The darkness had touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer. Ich kann jetzt gleich mal versuchen, da durch. Ich kann da durch. Kann ich da einsteigen? Oder kann ich... Also das geht nicht. Kann ich da durch? Nein, definitiv nicht. Gut, wenn ich eh schon da bin, kann ich da noch schnell reinschauen. Oder anschauen. So nicht, dass es da reingeht. Nein. Ich
Ich sehe zwar rein, aber ich... nein. Scheiß drauf, ich hole das Auto gar nicht und dann geht auch einfach weiter. Oh, das war nicht wählen. Aber ich kann da nicht einsteigen, oder doof. Auch nicht, da muss ich halt zu Fuß. Oh. Jetzt ist es einfach dunkel. Gut. Okay, ich muss ein bisschen mehr haushalten mit der Munition, jetzt habe ich recht viel verbraucht. Sonnenmist, jetzt ist einfach dunkel. Hey Vogel. Okay, schräg. The Dark Presence was no longer trying to capture the Rider so he could create the ending it wanted. The Rider knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the Rider from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Okay, das könnte noch lustig werden. Aber hey, wenigstens das Fahrzeug. Was ist das eigentlich? Ach, ich erkenne es nicht. Lincoln. Ist es ein echtes Auto oder ist es nur... Also eine echte Marke oder ein... Oder sowas Pseudo? Ich weiß es nicht. Was mir auffällt, so... Oh! Was mir so auffällt bei diesen Alan Wake-Spielen, oder bei diesen Sequenzen, wo ich... Das habe ich auch sagen. Bei diesen Sequenzen, wo ich muss Auto fahren, ich kann nie gegen Verkehr. Wirklich nie. Das ist einfach noch lustig. Also ich meine nicht, dass ich etwas dagegen habe, aber es ist mir jetzt einfach aufgefallen. Ich glaube, ich tue mich da nicht allzu lange aufhalten. Ich fahre glaube einfach weiter. Nein, Mist. Ups. Majestic Motel. Oh, das gefällt mir da vorne. Ich kann schnell da rein schauen, ob es da etwas zu entdecken gibt. Was, das ist ein Motel? Ah, ja doch. Das ist einfach das Ding, das Büro. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Interessant. Shotgun oder Jagdgewehr? 6 Schuss gegenüber 8 Schuss. Ja, das ist besser. Schrotflintenschüsse, Schüsse eigentlich könnten stärker sein. Ja, bla. Kein Besucher nach dem 9 Uhr am Abend. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Kranker Sieg, Flashbang, nice. Gut, WC ist zu. Ah, das war wahrscheinlich der Manager gewesen, ja.
ist auch zu. Das ist auch zu. Okay. Also nichts mehr. Da noch schauen, ob da nicht etwas ist. Nein. Auch nicht. Also, der Plan ist klar. Oh. Büchsle. Das Boot. Ganz geil. Nein, ich kann nicht rein. Schade. Ja, wäre auch nicht allzu sinnvoll gewesen. Drive. Ich glaube, ich brauche mehr, ein bisschen mehr Tempo. Ui. Die Rückwärtssteuerung ist ja ganz sensibel. Okay. Und... Okay, das Auto ist noch ganz. Sollte ja alles gut sein. Da ist das Licht auf der Brücke. Das ist ganz viel Bullshit. Bullshit. Ficken. Jetzt hast du gemeint, ich kann da durch. Nichts sein. Ja, die gehe ich zu Fuß wieder, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Ist am einfachsten. Und weg sind's. Nice. Also ein kaputtes Auto nach dem anderen. Was ist das denn hier? Oh. Kann ich denen... Wieso kann ich denen nicht ausweichen? Fliegt jetzt die ganze Brücke auseinander. Oh. Unangenehm. Fuck. Help.